Ja, grüß euch beieinander und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Ui. Ich würde jetzt hier gern gerade den Held der Steine geben und sagen, an einem fantastischen Tag, aber das ist es nicht. Keine Ahnung. Ähm, mich kotzt dieser Sommer massivst an. Ich meine, ich muss sagen, ich habe Dusel gehabt jetzt dieses Jahr. Ich war auf 2 Festivals, auf dem Rockharz und auf dem Summer Breeze, und da war das Wetter jedes Mal sehr warm, fast schon zu warm, aber gut. Ne? Es hat uns nie großartig eingeschifft oder sonst irgendwas. Das hat schon passt. Aber bis auf diese 2 Wochen war dieser Sommer eigentlich bisher eine einzige Arschveranstaltung. Ich sitze jetzt hier mit den dicken Socken, der dicken langen Hose und einem Pulli zum Reacten, und das halt im August. Und das Kurs irgendwie nicht sei. Es shifft und shifft und shifft und shifft und shifft seit Wochen. Dann hast du wieder eine Woche, wo es schön ist, und dann wieder 4 Wochen, wo es shifft und shifft und shifft und kalt und kreislig und grau und dunkel, und es ist deprimierend jenseits von Gut und Böse. Genau. Das wollte ich nur mal kurz loswerden. Mich nervt es vor allem auch deswegen, weil ich baue Gaudi-Pflanzen an in meinem Garten. Und ich habe jetzt dieses Jahr, glaube ich, schon 5 Notschlachtungen machen müssen, weil irgendeine dann angefangen hat, dass sie halt Buttrot kriegt, und dann schneidest du da umeinander und musst dann, ne? Sagst, okay, dann wird das jetzt ein bisschen zu früh geerntet, ich hätte sie gerne noch eine Woche stehen lassen, ne? Aber bevor alles wegschimmelt, ist nicht gut. Aber wir sind ja noch in diesem Call drin. Wo waren wir stehen geblieben? Geschichten ausdenken mit Mary, genau. Da waren wir am Ende. Ich habe jetzt noch mal 5 Sekunden zurückgespult. Und Notizblock. Was hat er alles verzapft? Wen hat er alles? Ach, geh weiter. In irgendeinem Hotel, und da war er dann wieder der selbstlose Lord. Ne? Sie kam dann zu ihrem Vergnügen und er dann wieder nicht. Die Welt ist so ungerecht zu ihm. Ja, und die Frauen sind alle, die sind alle super egoistisch. Ich höre ihn schon wieder krakeelen. Ja? Er hat ihr praktisch das Erlebnis ihres Lebens geboten, und sie hatten da einfach sitzen lassen dann mit den blauen Eier. Schmerzverzerrtem Gesicht, in der Fötushaltung am Boden liegend und still weinend darüber, wie ungerecht doch die Welt zu den besonders guten und tollen Menschen ist. Das ist, ja, Geschichten voll Magie und Heldenmut, die er uns jetzt da erzählt hat. Die gewiss nicht irgendwelche Lülülü-Stories aus dem Palanergarten sind. Na gut. Dann schauen wir mal, was er sonst noch Schräges verzapft. Der nächste Abschnitt geht wieder um seine sexuellen Vorlieben, ne? Und da habe ich jetzt schon wieder Angst davor. Dr. Winkler, da bin ich gespannt drauf. Das sind eigentlich immer die geilsten Nummern. Ne? Das sind die geilsten Nummern, wenn er dann irgendwie meint, anderen Menschen irgendeinen medizinischen Rat geben zu müssen oder dergleichen. Da kennt er sich immer besonders gut aus. Oder wenn er erzählt, dass er zwar morbid adipös ist, aber alle Ärzte ihm immer sagen, dass er eigentlich ein Wunder der Natur ist. Ne? Alle anderen Leute, die sie so angrast haben, die wie so eine fette Seekuh, die haben alle möglichen Krankheiten, ne? Probleme mit die Gelenke, Osteoporose, Diabetes, was noch, Herzkrankheiten, Fettleber, hat er alles nicht. Hat er alles nicht. Dem Rainer ist es sogar so gut gegangen mit seinem gnadenlosen Hedonismus und seiner Fresssucht.
ist es ihm so gut gegangen, dass er gesagt hat, hier, er möchte den Schwierigkeitsgrad von dem Spiel des Lebens noch ein bisschen hochstellen. Ja, hier easy, medium, hard, alles zu leicht für Rainer. Er hat gesagt, er spielt auf Expert durch und hat sich einfach aus Lust an der Gaudi, hat er sich die Gallenblase rausnehmen lassen, ne? Weil er gesagt hat, ich bin zu gesund. Das macht keinen Spaß, keine Herausforderung nimmer. Der Arzt ist trotzdem nochmal zurückgekommen und hat gesagt, Herr Winkler, Sie sind ein medizinisches Wunder. Sie sind ein medizinisches Wunder und Sie müssen schauen, dass Sie sich so schnell wie möglich vermehren, denn Ihr Genmaterial ist ein Schatz für die komplette Spezies und das sind die Storys, die er erzählt hat. Schauen wir mal. Dr. Ache, genau, das war's. Aber jetzt erst einmal zu seinen Vorlieben. Dementsprechend, solche, sagen wir mehr, reißt euch eine Häube auf. Bei mir ging einer. In Rainer. Ich würde den Hater finden. Ja, das ist schwierig, auf jeden Fall. Na, und jetzt schauen wir dann mal, wie es weiter. Achso, ja, stimmt, Ding wollte ich noch. Ding! Zeug! Wo sind wir da? Wiedergabegeschwindigkeit 1,25. Das hat sich bewährt. Geht. Zumal ich schon eine Planung für dieses Jahr noch gehabt. Mal gucken, wie weit ich die umsetzen kann. Und ja, je nachdem, wie das läuft, schauen wir mal. Auf jeden Fall ist es aber für mich halt auch so die Sache, mich nervt das halt auch mittlerweile, dass ich halt schlicht immer alleine bin. Also partnertechnisch so und keine Partnerin habe, keinen Sex habe. Das geht mir alles auf die Nerven. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, das ist schon belastend, darf ich mal sagen. Ne? Unfreiwilliger Zölibat ist niemals gut für die Psyche nicht, für den Körper nicht. Das kann ich schon nachvollziehen, Reini. Aber wie gesagt, derjenige, der dafür verantwortlich ist, der bist in erster Linie schau du, Rainer. Ne? Es hat ihn ja keiner gezwungen, dass er sie auf 230 Kilo hochfrisst. Es hat ja auch keiner gezwungen, grundlegend Frauen auf eine belästigende Art und Weise gegenüberzutreten und sie gleich zu überrollen. Nicht nur mit seiner mangelnden Hygiene, sondern auch mit seinen wilden Fantasien, die er sie in seinem Spatzenhirn zusammengerendert hat. Niemand hat ihn dazu gezwungen, das alles zu tun. Und damit wirklich irgendwie sich jegliche Chance auf Snooze mit einer richtigen, echten Frau aus Fleisch und Blut und das freiwillig und ohne, dass es eine Dienstleistung ist, die finanziell entlohnt wird, dass er sich das komplett zerschossen hat, keine Chance mehr drauf hat. Niemand hat ihn gezwungen, vor allem die Hater nicht. Wir sind auch nicht bei ihm in die Schanze reingegangen und haben gesagt, hey, Rainer, wie schaut's aus da? Hier haben wir noch mal ein bisschen Käsemakaroni und Ofenkäse vom Rewe mitgebracht. Friss jetzt, damit es schnell no fetter und kreisliger wirst. Ha? Und hast du schon wieder geduscht vor 2 Tagen? Du stinkst gar nicht mehr wie so ein verwester Leichnam, der irgendwie eine Woche lang im Gully gelegen hat. Was ist da los? Ne? Es hat ihn niemand dazu gezwungen. Der Herr auch einfach, nachdem Rudi das Zeitl hier gesegnet hat, sein dummes Maul halten, aus dem Internet herausbleiben und sich irgendwo auf dem Dorf irgendwo eine vielleicht geistig auch nicht so ganz durchbachene Dummtruller suchen können. So wie es halt sein Vater auch gemacht hat. Ja, mein letztes Mal, wenn ich das so sagen soll, mein letztes Mal war, so lange, wenn ich drüber nachdenken muss. Letztes Mal war mit meiner Ex-Partnerin, also mit der Partnerin, mit der ich auch wirklich zusammen war. Und das war... Weil ich das dazu sagen muss, gell? Das war mit meiner Ex-Partnerin. Also die, mit der ich wirklich zusammen war. Keine von den anderen 5, die der jetzt vorgelogen hat die ganze Zeit. Und auch keine von denen, die, wo ich mir die Beziehung nur eingebildet habe, die mehr oder weniger aus Mitleid überhaupt was mit mir zu tun hatten, sondern die, wo ich wirklich eine Beziehung damit, also die mir tatsächlich eine echte Beziehung vorgespielt hat. Im März oder Mai vor 3 Jahren. Ja, das ist schon ein bisschen her. Ja, Rainer, das war im März vor 3 Jahren. Weil die Leute haben nämlich deinen Ford Blue bei ihr vor der Haustür gesehen. Das ist hier im Meth-Monat gewesen, ne? Und
die haben den Ford Blue bei ihr vor der Haustür gefunden. Das war so geil. Weil er halt zum einen wahrscheinlich, weil der Bankengamer ausgeplaudert hat, wo er sich gerade befindet. Also davon bin ich fest überzeugt, weil ansonsten, wie hätten die sonst auffälliges Auto hin oder her, wie hätten sie es sonst finden sollen? Aber der Reini war ja Fuchs, mal wieder. In den ganzen Storys ist der Rainer immer ein Fuchs. Da hat er nämlich dann, schlau wie er ist, den Ford Blue groß und fett vor ihrem Haus geparkt, hat aber dann die Kennzeichen mit reingenommen. Ne? Die hat er runtergemacht vom Auto und mit reingenommen, weil er sich gedacht hat, hahaha, ne? Das ist super unauffällig, wenn dann da blauer Ford Ranger da dort steht, vor dieser ohne Nummernschilder. Und er ist auch nicht auf die Idee gekommen, dass vorne auf seiner Umweltplakette, die in der Scheibe klebt, halt auch das Kennzeichen draufsteht. Ja. Ja, das war so gegen Ostern vor 3 Jahren war das. Ja. Ja, und das ist halt auch so eine Sache, wo ich mir denke, so, ja, und das war auch witzig, weil zu der Zeit mit der Partnerin habe ich auch nicht wirklich viel, auch da war nicht wirklich viel Sex und so, und generell habe ich auch irgendwie immer die Partnerinnen, die dann nicht so interessiert an dem Sex sind, und dann denke ich mir auch so, ja gut. Ja, die sind nicht so interessiert am Sex mit dir, Rainer. Die sind nicht interessiert am Sex mit dir. Aus offensichtlichen Gründen. Wir haben es schon etabliert in den letzten Videos, Rainer, du hast nichts zu bieten. Ne? Du bist ungepflegt, morbid adipös, hässlich wie die Nacht finster ist, du hast keine Barrene, bist im Gegenteil hoch verschuldet, habe ich ungepflegt schon gesagt, ne? Und charakterlich natürlich auch unter aller Kanone. Rainer, du hast nichts zu bieten. Das ist halt auch, mein Gott, ich kann es nachvollziehen, ich würde mit mir selber auch keinen Sex haben wollen. Aber es ist halt... Rainer, wenn du das begriffen hast, Rainer, wenn du das begriffen hast, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, dann bist du auf dem richtigen Weg, dann musst du nur noch einen Schritt gehen. Wie beim letzten Mal. Einen Schritt, um zu der Erkenntnis zu kommen, dass du das Problem bist und dass, solange du nichts an deiner Person änderst, sich an dem Zustand, in dem du dich befindest, der dich ja so sehr leiden lässt, auch nichts ändern wird. Es gibt Leute, die wirklich unverschuldet irgendwie Probleme haben, wo sie auch wirklich nichts dagegen tun können. Und das ist alles schön und gut. Und du hast sicher auch Sachen in deinem Leben, die scheiße laufen, wo es nichts dafür kannst. Da braucht man nicht reden, keine Ahnung. Ne? Aber gerade da hast du es doch gerade gesagt. Ich würde ja selber mit mir nicht zusammen sein wollen. Und das ist im Übrigen die Kunst. Ne? Bring dich in deinem Leben an einem Punkt, an dem du selber mit dir zusammen sein wollen würdest, dann findet sich auch jemand anderes, der das machen will. Das ist ganz einfach. Also das heißt, ne, es ist, sagen wir mal, es ist ein simples Konzept. Ne? Die Umsetzung ist natürlich, je nachdem, wie weit der Weg dahin zu gehen ist, zu diesem optimierten Selbstbild, ist die Umsetzung natürlich dementsprechend schwierig. Und bei ihm ne, würde ich mal sagen, das ist eher ein steiniger Weg. Aber den wird er halt gehen müssen. Wongeln. Und wenn er nicht anfängt, diesen Weg runter zu wongeln, bevor sie ihm den Haxen abgenommen haben, dann wird es nochmal schwieriger. Was? Ja, ja, interessant. Ich rede jetzt so viel. Nee, alles gut. Ich will nicht Sex haben wollen, weil ich halt kein Interesse an jemanden mit so einem Übergewicht habe, wie bei mir halt. Okay. So, weißt du? Und das ist halt nicht mein Stil, ich stehe halt auf sowas halt. Das ist, jeder hat ja andere Geschmäcker, das ist ja auch in Ordnung. Wenn ich das sagen darf, deine Reaktion gerade hatte auch andere, deine Reaktion habe ich mir auch gedacht, sind sie anders? Klang nämlich so. Ich weiß ja gar nicht, wie du jetzt auch... Ja, und wie gesagt, diesen Fetisch für extrem morbid adipöse Leute, wo wir Adipositas Grad 3 und Beyond sprechen, habe ich das Gefühl, dass dieser Fetisch bei Männern gegenüber Frauen häufiger vertreten ist, deutlich häufiger vertreten ist als andersrum. Woran das liegt, weiß ich nicht. Aber
sich da jetzt hinhocken und sich zu denken, irgendwann kommt schon eine, die auf so ein fettes Walross steht wie mich. Weiß ich nicht. Ne? Und sogar wenn es eine ist, die so einen Fettfetisch hat, keine Ahnung warum, bipolar und möchte sich selber bestrafen oder sonst irgendwas, dann gibt es da doch immer noch Leute, die wenigstens, keine Ahnung, ein eigenes, regelmäßiges Einkommen haben, die man nicht aushalten muss. Also da gibt es ja dann immer noch Leute, die genauso fett sind wie er, aber trotzdem noch eine bessere Partie. Aussieht. Also, Ja, ich bin halt extrem dick. okay. Sagt auch Nur weil er dick ist. ja, ich wiege halt wirklich fast 200 Kilo, das meine ich auch ernst. Rainer, du wiegst deutlich über 200 Kilo. Ne? Ein Drittel ist immer die Lügentoleranz bei ihm. Ja, wenn er sagt, er wiegt 200 Kilo, dann sagen wir mal, ne? Obwohl, das ist dann kein Drittel, das ist dann ein Sechstel, oder? Bei 200 Kilo sind 30 Kilo ein Sechstel. Ja, aber so in dem Bereich, es ist immer eine gewisse Lügentoleranz, muss immer mit dazu gerechnet werden. Wenn der Rainer sagt, er macht 10K im Monat mit YouTube damals, 2018, dann war die Wahrheit eher bei 7K. Was immer noch vollkommen utopisch ist für den Bullshit, den er da damals produziert hat. Aber immerhin. Wenn der Rainer sagt, er wiegt fast 200 Kilo, dann können wir sagen, 230 bis 250 sind wir wahrscheinlich der Wahrheit näher. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass ich Wenn der Rainer sagt, er ist 1,96 groß, ne? Gut, inzwischen wissen wir es, dass er 1,84 groß ist. Wie gesagt, da ist ja auch überhaupt nichts. Da ist ja überhaupt nichts Verwerfliches dran, da kann er ja nichts für. Und das ist ja immer noch über Durchschnitt. Ich glaube, der deutsche Mann ist im Durchschnitt, glaube ich, 1,78 oder sowas groß. Da ist er ja immer noch drüber. Klar, jetzt mit seinen 16,5, da weiß ich nicht, 16,5 von welcher Maßeinheit, dass er da genommen hat, da Zentimeter waren es gewiss nicht. Dass er da halt deutlich unterm Durchschnitt ist, halt scheiße gelaufen. Das macht ja keinen Unterschied mehr. Ne? Der könnte jetzt auch so einen fetten Elefantenpimmel haben. Das macht ja dann auch keinen Unterschied mehr. Die Frauen kommen gar nicht erst so weit, dass er ihn auspacken kann. Weil sie vorher von allem anderen schon abgestoßen werden. nicht Wasser habe aktuell. Okay. Mein rechtes Bein ist momentan immer sehr geschwollen. Ich weiß aber, das ist aber nur das rechte Bein, komischerweise. Okay. Ja, ich weiß nicht. Also. Mediziner, ne, Leute mit einer medizinischen Ausbildung, irgendwie Ahnung im Kreuz, sagt es mir, ist das üblich, dass das rechte Bein vor dem linken anfängt, Probleme zu machen? Liegt das irgendwie an der Zirkulation oder ist das Zufall? Gerade jetzt bei so Diabetikern und sowas, das ist ein klassischer Diabetikerfuß, was er da hat, ne? Und das würde mich wirklich mal interessieren, ne? Gibt es da aufgrund der medizinischen Grundvoraussetzungen ein Bein, das immer vor dem anderen anfängt? Oder ist das ausgewürfelt? Ich weiß nicht richtig, was ich sagen soll, weil ich hatte schon sehr, sehr verschiedene Leute. Also vielleicht jetzt niemanden, der so ein Gewicht hat, aber es ist jetzt nicht so, dass ich es ausschließen würde. Weißt du, was ich meine? Ja, letzten Endes muss es sowieso jeder selber wissen. Letzten Endes! Ja. Ich, wie gesagt, stehe eben auf Menschen mit Normalgewicht, vielleicht ein bisschen weniger als zu viel lieber. Mhm. Aber ich habe aber auch schon Partnerinnen gehabt, die haben ein bisschen mehr auf die Hüften gehabt, Männer und Frauen. Ja. Und das ist aber manchmal auch ganz geil. Also ich bin ja auch immer so, denke ich, bin ja echt eine Riese, ne? Ich bin ja echt riesig mit meinem über 1,90. Und Das ist crazy. da ist halt schon, ja, da ist halt schon cool, wenn du halt auch ein bisschen hinfassen kannst, ohne Angst haben zu müssen, dass es gleich ein Zahnstocher ist, zusammenbricht. Aber körperlich ist es halt auch angenehmer, wenn man jemanden hat, der halt ein bisschen schlanker ist. Mhm. Weil Ja, da kann er wieder dann, ne, da ist der Empathielord wieder gefragt, weil er nicht nachvollziehen kann, dass das ja für die Frau auch angenehmer ist. Ne? Also für die potenzielle Beischlafpartnerin ist es ja auch angenehmer, wenn der Partner nicht 250 Kilo wiegt,
So wie es auch für ihn angenehmer ist, wenn die Partnerin nicht 250 Kilo wiegt. Aber wie gesagt, da schiebt ihm dann der Narzissmus immer ne, so eine Grenze davor. Das ist so diese Tür der Erkenntnis. Rainer hat nicht die Adam und Eva Nummer. Rainer geht praktisch zum Baum der Erkenntnis und steht unten dran und dann kommt immer der Narzissmus und in dem Fall ist die Schlange der Narzissmus und die labert ihm nicht den Apfel an die Backe, sondern sagt, Rainer, nein, nicht den Apfel essen. Nicht den Apfel essen. Ah ja, dann mongelt er wieder davor. Und dann kommt er irgendwann wieder an den Baum vorbei und denkt sich, Meier, so ein schöner Apfel. Und kurz bevor er reinbeißt, kommt wieder die Schlange und sagt, Rainer, pfui, aus. Der ist ja gesund. Der ist gar nicht von Ja und den kannst du nicht in der Mikrowelle warm machen. Ja, stimmt. Ne, dann besser nicht. Und so wird die Erkenntnis immer etwas sein, was ihm verborgen bleibt. Und er ist im Garten Eden seiner eigenen Dullihaftigkeit am Umeinanderwandeln und kann sich nicht erklären, warum alles scheiße ist in seinem Leben. Es halt körperlich auch einfach besser geht, dann, also rein vom sexuellen Aspekt her. Du kannst mal schätzen, wenn du möchtest, wie groß ich bin. Naja, du bist eine Frau. Ich habe aber natürlich jetzt keine Maße, wenn ich das so fragen darf, ja, also fragt meine Frau gewöhnlich, aber was wiegst du dann? Davon kann man... Dann kann ich das vielleicht besser einschätzen. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder dein Gewicht anhand deiner Größe schätzen, oder ich kann dein Gewicht anhand deiner Größe... Warte, ich kann deine Größe anhand deines Gewichts schätzen, oder dein Gewicht anhand deiner Größe schätzen. Ja, weil wir immer wissen, dass eine Frau, wenn sie ein bestimmtes Gewicht hat, immer die gleiche Größe hat. Ja, es gibt sehr große, sehr dünne Frauen, Rainer, und es gibt sehr kleine, sehr dicke Frauen. Genauso wie bei Männern auch. Aber das ist jetzt natürlich, interessiert ihn überhaupt nicht. Ne? Er will jetzt erst einmal wissen, ist die dick, dick, dick. Ja, weil wenn die nämlich dick, dick, dick ist, dann kann er sich nämlich gleich sparen, dass er sich ranschmeißt. Ne? Also dann muss er sich die Mühe gar nicht geben, den charmanten Rainer raushängen zu lassen, weil dann will er sie ja eh nicht. Ja? Dick, dick, dick darf sie nämlich nicht sein. Und wenn die jetzt sagt, ja du Rainer, ich wiege 120 Kilo, dann das ist wieder scheiße. Ne? Aber eine von beiden Informationen brauche ich. Okay. Aber ich meine, ich kann dich halt nicht einschätzen, wenn ich kein Bild von dir habe. Aber ich meine, ich kann jetzt auch einfach eine Zahl sagen. Ja. Eine Frau würde sagen halt, keine Ahnung, 1,50 zwischen... Rainer, ich würde mal, keine Ahnung, ob das Bild von dem Personalausweis schauen, den sie geschickt hat. Das ist zwar gewiss nicht ihrer, aber das wäre jetzt, jemand, der nicht komplett kernbehindert wäre, könnte jetzt darüber herausfinden, ob sie ihm den richtigen Perso geschickt hat. Weil ich bezweifle, dass sie im Kopf hat, wie groß die Person ist, auf dem Perso, den sie sich aus dem Internet gezogen hat, um ihn ihm zu schicken. Ne? Und wenn er jetzt sagt, keine Ahnung, ich schätze mal, du bist so und so groß, und die sagt, ich bin aber so groß, und im Perso steht eine andere Größe drin, ne? Wenn die jetzt sagt, ich bin 1,75 und in diesem Perso stehen 1,65 drin, ne? Dann weiß er, dass das der falsche Perso ist. Aber so weit denkt er schon wieder nimmer, weil das Blut im Spatzenhirn praktisch nur noch das vegetative Nervensystem da ist. So, das, was dafür gebraucht wird, kommt noch im Spatzenhirn an, mit ausreichend Sauerstoff dafür, dass Sitzschnaufende und dergleichen gewährleistet ist. Alles andere Blut versucht gerade den Shrimp unten wieder gegen die Fettmassen kämpfen zu lassen. 50 und 1,70. Das ist aber, weil das halt genau der Mittelmaß zwischen Frauen ist. Das stimmt. Ich kann es dir sagen, ich wiege 50 Kilo ungefähr. Ja, und du hast gesagt, dass du recht schlank bist. Also würde ich sagen, du bist zwischen 1,40 und 1,50. Nein, ich bin 1,60. Ja. Rainer. Zwischen 1,40 und 1,50. Sie ist 50 Kilo schwer und sehr schlank. Da ist sie zwischen 1,40 und 1,50 ist schon wieder kleinwüchsig, Rainer. Also bewegst dich schon wieder auf ganz dünnem Eis. Und das ist schlecht, wenn man 230 bis 250 Kilo wiegt. Da sollte man nicht auf dünnes Eis gehen. Zwischen 1,40 und 1,50. Ja? Ja, Zahlenlord wieder. 60. Okay. Ja, wie groß ist das? 1,40 und 1,50? Nein, ich bin 1,60. Okay. Das ist noch Normalgewicht, okay? Okay. Ja, bei Frauen stimmt das, ja. Bei uns Männern ist es ein bisschen anders. Bei uns Männern wäre das kein Normalgewicht. Ja, auf jeden Fall. Aber
Bei uns Frauen ist das definitiv noch Normalgewicht. Ich habe das mal alles durchgerechnet. Obwohl der BMI natürlich auch nicht so viel aussagt. Ne? Also. Naja, ja, es ist aber letzten Endes immer so. Also Frauen wiegen halt grundsätzlich, bei Frauen ist halt Normalgewicht etwa 10 Kilo unter der Körpergröße. 10 Kilo unter der Körpergröße ist eigentlich Normalgewicht. 10 Kilo unter der Körpergröße. Ist das jetzt wieder so eine Nummer von wegen immer ein Jahr mehr wie das Jahr oder sowas? 10 Kilo unter der Körpergröße, das heißt also Normalgewicht für sie, wenn sie 1,60 ist, wäre 150 Kilo, oder? Oder wie? Körpergröße in Zentimeter minus 10 ist gleich Normalgewicht in Kilogramm. Ihr habt das gehört, Dr. Ache hat euch wieder aufgeklärt. Oh, ich weiß nicht, ob du schon mal 1,60 Frau mit 150 Kilo gesehen hast, ja? Aber da kommst du relativ schnell drauf, dass das nicht Normalgewicht ist. Und auch schon mal Nutzen. Geht ab. Es geht ab. Also es ist normalerweise 10 Kilo. Also, was ich gehört habe, ich weiß aber auch nicht, ob das noch aktuell ist zumindest bei Männern so, dass du sagen kannst, Körpergröße in Zentimeter minus 100, in dem Bereich plus minus 10 Kilo. Ne? Bewegen wir uns im Normalgewichtsbereich. Also wenn ich jetzt 1,90 groß bin, dann ist Normalgewicht irgendwo zwischen 80 und 100 Kilo. In dem Bereich sollte man Gucci sein. Je nachdem, wie viel Muskelmasse man hat oder, ne? Und da wir wissen, der Rainer ist 1,84, dann können wir das auch, ja, zwischen 1,94 und zwischen 94 Kilo und 74 Kilo wären das dann. Wäre das ein Normalgewicht. Und dann sehen wir, dass er da halt 150 Kilo drüber ist. Kilo oder was unter der Körpergröße, also kommt von der Endzahl her, ist normalerweise etwa das Normalgewicht bei einer Frau. Und bei einem Mann ist es auch so, dass das halt andersrum ist. Okay. Normalerweise, wenn der Mann 1,50 ist, wiegt er ungefähr 1,60. Das ist so Normalgewicht eigentlich bei einem Mann, sag ich mal. Normalgewicht für einen 1,50 Mann sind 160 Kilo, ha? Dass die Alte die muss ich doch gerade, Push to Talk muss die doch machen, oder? Die muss doch abbrechen gerade, was der ihr verzapft. Normalgewicht für einen Mann mit 1,50 sind 160 Kilo. Ja, wenn er sich das einredet, dann wundert es mich auch nicht, dass der auf den Trichter nicht kommt, dass er vielleicht ein wenig zu dick ist. Und dass das ungesund sein könnte, weil dann ist er vom Idealgewicht gar nicht so weit weg. Rainer, du wiegst mindestens das Dreifache von dem, was gesund wäre. Also du wiegst so viel, wie 3 Menschen deiner Körpergröße Normalgewichtige wiegen würden. Wenn in einem Aufzug steht, bis zu 6 Personen, dürfen 3 Normalgewichtige noch rein, maximal, wenn du drin bist. Okay. Wenn ein Mann das wiegen würde, was du wiegst mit deiner Körpergröße, dann wäre es ganz schlimm ungesund. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber es ist schon ein ganz schöner Größenunterschied. So, ich meine 1,60 und 1,90, das ist schon wild. Wie gesagt, also ich habe es ja gestern schon erzählt, eine meiner besten Freundinnen früher aus meiner Schulzeit, mit der ich mich dann später mal, als ich dann 31 war, wieder angefreundet habe und zusammen war, die ist halt bloß 1,25 oder 1,26. Was? Also die ist wirklich klein. Ja, okay. Ja. Also das war schon heftig. Ja. Ja, jetzt erzählt er wieder da von seiner, hatten wir schon alles, da habe ich auch schon alles dazu gesagt, ne? Warte mal, ich habe tatsächlich noch nichts zum Mittag gegessen. Ich habe meine Sushi mitgenommen, weil ich nicht mehr geschafft habe, vor der Vorlesung zu essen. Ich müsste jetzt wirklich noch was essen, sonst geht es mir nicht gut. Guten Hunger, sag ich. Danke. Ich bin ja gespannt, wann Wollbunny heute mal dazu stößt, aber ich glaube, sie muss lange arbeiten heute. Ja, sie sagte ja, vor 19 Uhr wird es wohl nichts. Ja, das ist dann der Vorteil, wenn man studiert, glaube ich, dass man sich seine Zeit relativ frei einteilen kann. Ja, das definitiv, klar. Das hat bei mir auch im Moment den Vorteil, dass ich halt eigentlich recht entspannt leben kann, was das Thema angeht. Ja, im Moment, Rainer. Im Moment kannst du da relativ entspannt leben. Also im Moment seit 15 Jahren. Oder? Ja, sagen wir mal, seit 12 Jahren. Ich glaube, das letzte Mal, wo er beim Plaste Jakob angestellt war, war 2013, oder?
Und da hat er dann wenigstens aufstehen und hingehen müssen. Ich möchte ja nicht wissen, wie viele Kranktage das er gehabt hat bei Blaster Jakob, aber es mag dann auch mal dahingestellt sein. Aber da war er wenigstens noch in einem Angestelltenverhältnis. Und konnte sich jetzt nicht ohne weiteres die Zeit so einteilen, wie er wollte. Aber spätestens seit Anfang 2014, also seit mindestens 11 Jahren, Rainer, ist dieses im Moment Dauerzustand. Auf der anderen Seite ist es halt schon so, dass es bei mir auch ziemlich nervig das Thema ist, weil ich halt eigentlich aus diesem Thema auch gar nicht rauskomme. Weil ich kann am Wochenende nicht weggehen, ich kann nicht zu Unternehmen gehen. Das macht das Ganze ein bisschen nervig. Das letzte Mal, dass ich im Kino war, ist jetzt 2 Jahre her, aber davor war es ungefähr 7 Jahre oder so, dass ich im Kino war. Ich war jetzt da beim letzten Mal auch nur deswegen im Kino, weil ich war beim letzten Mal nur deswegen im Kino, weil ich Ding war. Ding! Ich sag nur. Ja, wie sagt man das jetzt, Rainer? Wie sagt man das jetzt? Ach Gott, mir fällt der Name nicht ein. Ich war in Avatar Way of Water. Ah, okay. Weil ich auf einfach. Ist schon wieder 2 Jahre her, das glaube ich nicht. Huh? Der war doch letztes Jahr. Ich muss das mal nachgoogeln. Gebt mir eine Sekunde. Tatsache, Leute. Dezember 22 war das schon, wo der in die Kinos gekommen ist. Ja, lecken am Arsch, das ist ja schon fast 3 Jahre her. Aber wild, die Zeit vergeht zu schnell. Das seit fast 10 Jahren warte, dass der rauskommt. Ich glaube, da war ich auch im Kino. Rainer seit über 10 Jahren, weil zufälligerweise weiß ich, dass der erste Avatar, glaube ich, 2009 ins Kino gekommen ist. Und der zweite 2022, das sind dann 13 Jahre drauf. Hm? Mit meiner ganzen Familie, weil mein Vater ist relativ Avatar-Fan und dann gehen wir da alle zusammen. Wie gesagt, diese Avatar-Filme, die sind natürlich ein technisches Meisterwerk und es ist sehr, sehr, sehr schöne Bilder, die es da gibt, aber die sind halt, also der Plot ist halt dumm wie Schifferscheiße und also das ist ein sehr schönes Bild, gemalt auf sehr dünnem Papier. Ja, ich habe den damals halt wirklich angeschaut mit einem Kumpel, als der erste Teil rausgekommen ist. Und dann, der dürfte es noch recht klein gewesen sein, als der rausgekommen ist, ne? Ja, Rainer, du hast damals Avatar gesehen, als der rausgekommen ist, als er im Kino war, so wie, keine Ahnung, zig Millionen andere Menschen auch, weil das der erfolgreichste Film aller Zeiten war, als er rausgekommen ist. Den haben vielleicht ein paar Leute im Kino gesehen, damals, als er rausgekommen ist. Das dürfte 15 Jahre her sein, etwa. Das kann sein, ja. Noch so kleine Stöpsel näher. Wir sind ja, was du bist 22. Ich werde 26, kannst du das ausrechnen, wie weit wir auseinander sind. Das schon. Renne, du wirst nicht 26, sondern 36. Ja? Ein Stückchen, aber nicht so schlimm. Ja, muss ich das nicht verstanden. Ach ja, wie gesagt, ich habe auch Freunde, die sind älter als du, also man kommt schon klar so miteinander, kein Ding. Ja, um miteinander klarzukommen, muss man sich halt einfach nur zusammenraufen eigentlich. Ja. Also ich bin der Meinung, das geht eigentlich immer. Auf jeden Fall, ja. Also ich habe auch Freunde zum Beispiel, die sind jünger als ich. Eine Freundin ist gerade, also die macht gerade ihr Abi auch, die ist im Alter von meinem Bruder, die ist 18, also mein Gott. Hast du noch mehr Geschwister als dein Bruder? Nee, ich habe nur einen Bruder. Okay. Und du bist die Größte dann? Genau. Mein Bruder macht auch gerade Abi. Morgen kriegt er tatsächlich seine Abi-Ergebnisse. Da bin ich sehr gespannt drauf. Na dann drücke ich ihm mal die Daumen. Jo, danke, ich auch. Also meine Mutter wird morgen richtig gespannt warten darauf, was die Ergebnisse dann sind. Also meine Mutter schiebt da relativ Panik, dass das mit meinem Bruder was wird. Bei mir war so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also meine Mutter hat sich bei mir nicht so Sorgen gemacht, die war der Meinung, ich schaffe das schon. Aber bei meinem Bruder, da ist sie so ein bisschen so, mal sehen. Ist der Bruder denn so ein Chaot, ja? Ach, was heißt Chaot? Mein Bruder macht halt auch mehr so mit Freunden und ist mehr unterwegs draußen und sowas. Das habe ich halt zu der Zeit nicht gemacht, weil ich einfach nicht so die Freunde hatte, weißt du? Und daher konnte ich mich halt irgendwie auf die Schule fokussieren dann. Ja, und weil sie höchstwahrscheinlich, wenn sie jetzt 22 ist, ihr Abi gemacht hat während der Corona-Pandemie, da war mit rausgehen und Partei und sowas nicht viel angesagt, ha? Nachvollziehbar. Ja, ich meine, ich hatte dann irgendwie auch nicht wirklich was anderes. Also auf irgendwas wollte ich mein Selbstbewusstsein schon irgendwie aufbauen. Und dann habe ich es halt quasi an meine Noten geknüpft, wenn ich schon quasi nichts anderes hatte. Ja gut, das ist verständlich. Irgendwie versucht man ja immer irgendwie zurechtzukommen. Auf jeden Fall, ja. Das hat auch irgendwie so seinen Schaden hinterlassen, muss ich sagen. Also ich bin
wenn ich so neue Leute kennenlerne, eigentlich immer relativ misstrauisch. Ja, aber mein Gott, muss man so ein bisschen dagegen ankämpfen, glaube ich. Ja, das ist halt immer schwierig, weil das Problem ist halt, Menschen lügen und betrügen, tun halt, was sie wollen. Tun halt, Ja, Menschen tun das. Ja. Gut, dass du kein Mensch mehr sein wolltest irgendwann. Ne? Das wäre es noch schlimmer. Ne? Oger, Lügen und Betrügen und... was sie können und würden halt nie versuchen, oder versuchen halt in erster Linie immer, versuchen halt in erster Linie immer nur selber klarzukommen irgendwie. Ja. Ja, gut, mal. Das ist erst einmal grundsätzlich normales Verhalten, würde ich mal sagen, wenn man versucht, selber klarzukommen. Aber das Lügen und Betrügen, das ist halt nicht für alle normal, Rainer. Für dich ist das natürlich vollkommen normal. Aber es gibt noch einige Menschen da draußen, die machen das nicht einfach jeden Tag aus reiner Gewohnheit. Gleichzeitig nutzt es ja bei anderen dafür auch immer aus. Oh. Was denn? Ach, mein Melotick hier macht gerade übelst der Faxen. Okay. Möchte noch irgendwas anderes machen? Eigentlich finde ich es gerade ganz angenehm, dass wir auch mal so alleine sind, weil ich habe das Gefühl, wenn zum Beispiel so viele Leute auf einem Discord sind, ich meine, zu zweit so mit Wolbani geht's noch, aber wenn man so viele Leute aufeinander ist, und dann habe ich das Gefühl, ich sollte nicht all meine Sachen so teilen, weil wer weiß, wer das dann irgendwie aufnimmt oder keine Ahnung, was damit macht. Und ich möchte natürlich auch nicht irgendwie, dass die Leute wissen, wer ich bin, so, weißt du? Ja, klar. Du solltest sowieso aufpassen. Was passiert so? Ja. Pass mal auf, was passiert. Kommt jetzt der Datenschutzlord wieder um die Ecke. Du musst aufpassen mit deinen privaten Daten. Der Rainer weiß, wovon er spricht. Der hat schon so viele private Daten von anderen Leuten geleakt. Ne? Er hat da Erfahrung drin. Weil es geht ja auch um deine Sicherheit. Ja. Du bist noch jung, du weißt noch nicht, was deine Zukunft noch bringt, was du noch vorhast. Auf jeden Fall. Was weißt du wahrscheinlich schon, aber du sagst, du studierst Mathematik. Ja. Was hast du denn eigentlich dann beruflich vor? Ich meine, ich kenne mich da nicht aus. Was Mathematikerin werden, Rainer. Kann man damit dann letzten Endes dann leisten? Also beruflich? Das ist sehr unterschiedlich. Also so wirklich konkret den Mathematiker gibt es ja dann irgendwie gar nicht. Also entweder man bleibt an der Uni, geht in die Forschung, macht das da weiter, oder man geht irgendwo in die Wirtschaft. Vor allem, wenn man sich noch zusätzlich irgendwie mit Informatik auskennt, dann ist man da gerne gesucht, um an verschiedenen Stellen was mit Algorithmen zu machen, irgendwelche Berechnungen durchzuführen für Firmen und sowas. Und Gibt es da dann auch Berufe, ich weiß nicht, sagen wollte. Ja, Rainer, da gibt es dann auch Berufe. Für die Leute, die Mathematik studiert haben, da gibt es danach auch Berufe. Die gehen danach nicht alle irgendwie und leben von Stütze. Jetzt ist es weg. Mann, mein Kopf. Nicht so schlimm. War aber auch nicht so wichtig, glaube ich. Okay. Ja, also, wie gesagt, ich weiß noch nicht, was es dann am Ende wird. Da muss man schauen, auch wo man ein bisschen angenommen wird. Aber zum Beispiel, wenn mir Leute jetzt anbieten würden, hey, du kannst, wenn du willst, bei mir eine Doktorarbeit schreiben, dann würde mich das irgendwie auch reizen, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, das ist schon so ein bisschen ein Flex, wenn man so einen Doktortitel hat, oder? Ja, klar, vor allem, wenn du dann halt auch, also ich finde schon, dass das ist, was du womit du angeben kannst, weil das ist letzten Endes ja auch nichts, was jetzt, sag ich mal, jeder hat. So. Das bedeutet schon was. Deswegen irgendwie würde ich es cool finden, aber ich kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass ich das einfach so angeboten kriege. Das kriegen eigentlich nur so die besten Leute da angeboten. Also, Kann man eine Doktorarbeit einfach schreiben? Ist das nicht sowas Ähnliches wie eine ganz normale, ist das nicht sowas wie eine ganz normale Abschlussarbeit? Ja. Nicht unbedingt, Rainer. Das ist eine selbstständige wissenschaftliche Arbeit, die du da machst. Ja, also du forschst quasi nochmal extra. Also das Studium ist ja so aufgebaut, du machst quasi einen Bachelor. Das ist erstmal ein Abschluss, der geht 3 Jahre. Und dann kannst du darauf aufbauen noch einen Master. Das ist auch nochmal ein Abschluss, der geht nochmal 2 Jahre da drauf. Und dann hast du eine Bachelorarbeit geschrieben, eine Masterarbeit, und dann kannst du, wenn du möchtest, noch promovieren, also eine Doktorarbeit schreiben. Das geht nur, wenn du, ich glaube, einen Durchschnitt von besser als 2,0 oder so hast in deinem Master. Und wenn du quasi, also wenn es eine Stelle gibt, die da frei ist. Und eine Doktorarbeit bezieht sich eigentlich dann auf die aktuelle Forschung. Also du forschst an irgendeiner Front da mit und entdeckst da was Neues und führst Studien durch und sowas. Und das wird dann halt verschriftlicht und da musst du noch eine Verteidigung dazu machen. Und zu so einer Doktorandenstelle gehört auch noch dazu, dass du nebenbei noch an der Uni lehrst, also so, weiß ich nicht, Übungen hältst oder Seminare oder Vorlesungen oder sowas. Also das ist alles relativ umfassend und das dauert auch eigentlich relativ lange, bis man da durch ist, je nach Fach abhängig. Ja, aber gerade wenn man in die Forschung gehen möchte, dann ist eigentlich so ein Doktortitel schon essentiell und wenn man an der Uni bleiben möchte. Und
und was hast du dann vor? Also weißt du schon? Willst du dann an der Uni bleiben oder hast du irgendwas anderes vor? Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht richtig. Also ich schaue einfach so ein bisschen, was sich ergibt. Wenn sich das ergeben würde, okay, dann würde ich es machen. Aber wenn nicht, dann muss ich mir halt irgendwo anders einen Job suchen. Ja gut, das ist ja normal. Ja, genau. Aber so Bachelor habe ich ja jetzt schon. Und mit meinem Master bin ich auf jeden Fall schon mehr als halb durch. Von daher Komme ich mir ja richtig schäbig vor. brauchst du nicht. Warum? Ja, weiß nicht. Ja, Rainer vielleicht schon. Also vielleicht braucht er sich schon ein bisschen schäbig vorkommen. Weil wie gesagt, ich bin auch der festen Überzeugung, der Mann hätte die Möglichkeit gehabt, zumindest irgendwie einen Hauptschulabschluss zu machen. Er da hat einfach, ich kann nicht, wohnte mal wieder im Ich will nicht Land bei Rainer. Er kann jetzt nicht in die Schule gehen, es läuft auch Pokémon im Fernsehen. Wo denken wir hin? Er kann jetzt nicht seine Hausaufgaben machen, er muss Nintendo spielen. Warum kommst du dir schäbig Ja. vor? Weil ich Sonderschüler bin, weil ich schlechte Noten in meinem Leben getrieben habe, weil ich in meinem Leben beruflich, also nicht nur beruflich, sondern auch generell, weil ich einfach nicht weiter in meinem Leben gekommen bin, was das Thema angeht. Ja, nicht nur was das Thema angeht, du bist ein alle Themen übergreifender Vollversager. Ja, das kann nicht jeder gut in allem sein, aber du bist halt einfach scheiße in allem. Das vielleicht auch irgendwie auf seine eigene Art und Weise auch eine Leistung, aber jetzt nichts, wie er sagen würde, womit man angeben kann. Das ist immer wichtig für Rainer. Man muss immer angeben können. Prahlen muss man können. Der größte Prahlhans im deutschen Internet, Rainer Winkler. Deswegen haben wir gesagt, das Ding darf auch die zukünftige Frau Drache darf deswegen auch nicht dick sein. Weil dann kann er nicht prahlen mit ihr. Das muss schon so eine Trophy-Wife sein. Ja, aber darauf kommt es ja im Endeffekt jetzt auch nicht an, oder? Also, das ist ja nicht das Wichtigste im Leben. Du hast ja irgendwie auch unter irgendeinem Kommentar von mir geschrieben gehabt, dass man ja selber für sich ausfinden muss, was man vom Leben möchte. Und wenn du halt einfach einen anderen Weg gehst, dann gehst du halt einen anderen Weg. Also. Naja, das ist schon klar, aber trotzdem. Ich hätte auch gerne studiert, aber das konnte ich halt aufgrund meiner beruflichen oder Situation halt auch einfach nicht. Ja. Ja, Rainer, das konntest du wirklich nicht, weil du halt einfach der alter 58er bist, ne? Rainer. Da ist halt einfach nicht genügend PS im Ogerstübchen vorhanden, um das zu wuppen. Aber wie gesagt, den Hauptschulabschluss, den hättest du hingekriegt. Easy. Was hättest du denn gern studiert? Ach, ich hätte gerne Musik oder Psychologie studiert. Ja, Psychologie finde ich auch spannend. Ja, Alter, was er sich da vorstellt. Ich weiß nicht, Psychologie, da habe ich jetzt nicht so den großen IQ drin, aber ihr habt Agumbel und der Mann hat wirklich grandios Gitarre gespielt. Und er konnte auch noch Klavier spielen und ein bisschen Schlagzeug und der wollte Musik studieren und war ein No-Brainer für mich. Ne? Ist nicht genommen worden an der Uni. Also du musst schon mindestens, ich glaube, 2 Instrumente fast zur Perfektion beherrschen, um überhaupt einen Platz zu bekommen, Musik zu studieren. das ist halt beruflich etwas, was ich definitiv nicht lernen kann. Weil da bin ich einfach. Und jetzt ruft es euch nochmal in den Kopf. Ja? Spielst es mal vor eurem inneren Kopfkino ab, wie Rainer da mit der mit seinem komischen E-Bass so getan hat, als ob in seinem Stream der will Musik studieren. Haben wir gelacht. Aber vielleicht sagen die auch, ja, sie können zwar jetzt nichts, aber hey, Skr hat ein paar Millionen Aufrufe gemacht. Easy peasy. Ne? Wir nehmen sie mit Kusshand. Hier ist ein Stipendium. Ich gar nicht in der Lage dazu. Ich weiß nicht, also wenn man Psychologie studiert, dann muss man ja auch erst, ich glaube, wenn man Therapeut oder so werden will, muss man erst bis zum Master alles durchmachen und dann noch eine Ausbildung hinterher schieben. Also, das ist echt aufwendig. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, weiß nicht, ob ich da das durchhalten könnte. Es ist jetzt schon so, dass ich sage so, oh Gott, was habe ich mir hier eigentlich angetan? Ja, ich bin froh, wenn es dann irgendwann mal vorbei ist, weil Mathe ist schon relativ hart, sagen wir es mal so. Ja, es kommt halt auch immer sehr stark darauf an,
wo halt deine beruflichen Interessen auch liegen. Mhm. Also ich zum Beispiel, ich kann mit Mathe gar nichts anfangen. Ich meine, klar, ne, die üblichen Sachen, Plus, Minus geteilt, Prozent rechnen. Ich war in Prozent rechnen und in Durchrechnen war ich eigentlich immer ganz gut. Im Prozent. Entschuldigung. Prozent rechnet. Ich brauche rechnen. Aber warum machst du Scooter, Rainer? Oh, das ist der Mann, der der Meinung ist, dass dreistellige Zahl der Tausender-Bereich ist. So. Der erzählt jetzt hier, dass ein Prozent rechnet und den Bruch rechnet. Rainer, du kannst nicht. Rainer, wenn du weiter als bis 10 zählen willst, dann musst du dir die Schuhe ausziehen. Oh, jetzt hat er mich gekriegt, wieder. Rainer Winkler, King of Comedy. Aber ich brauche halt immer, ich bin halt im Kopf ein absoluter Müll. Also im Kopf kann ich gar nichts ausgehen. Mathematisch hat Formeln gehalten, ist gar kein Ding, das kann ich. Ey, er ist im Bruch und im Prozentrechnen war immer gut, aber im Kopf hat er es nie ausrechnen können. Ja, tolle Wurst, Rainer. Mit dem Taschenrechner kann das auch jeder. Wenn es mich interessiert, weil Ja. ich Prozentrechnen und so, gib mir den Taschenrechner, dass die mir beim Plus, Minus mal geteilt hilft und so. Ja. Dann habe ich damit gar kein Problem, das ziehe ich die durch, das ist kein Ding. Aber alles darüber hinaus, ne, nee. Naja, aber Nicht mit Jagen. verstehe ich, ja. Aber Unimathe ist nochmal was anderes als so Mathe in der Schule, weil wir einfach an der Uni nicht mehr wirklich viel rechnen, sondern im Grunde genommen die ganze Zeit Beweise führen, also irgendwelche Schlussfolgerungen. Du hast irgendeinen Satz und schlussfolgerst daraus irgendwas anderes mit Umstellen von Formeln und ja, das ist immer so ein bisschen trickreich. Das ist viel Logik, das ist weniger irgendwie was berechnen. Also ich bin immer eigentlich... Ja, da ist der Rainer dann auch schon wieder heraus, ne, wenn es um Logik geht. Das ist ja ein schwieriges Thema dann bei ihm. mal ganz froh, wenn ich da mal eine Zahl sehe, weißt du. Ansonsten sind das gefühlt einfach alles nur Zeichen und Buchstaben. Ja, das zum Beispiel habe ich nie gelernt, da könnte ich gar nichts anfangen. Aber nicht, weil ich halt keine Interesse dran hatte oder so, oder weil mir das halt einfach nie beigebracht wurde. Dieses ganze... Ja, Rainer, es wären klar irgendwie, ne, binomische Formeln oder dergleichen, weiß ich nicht, ob sie die in der Dulli-Schule gekriegt hätten, so. Aber man hätte dir schon deutlich mehr beigebracht, Rainer, wenn du es für nötig befunden hättest, in der lehrpädagogischen Einrichtung auch mal mit Anwesenheit zu glänzen. Ja? 3 ist gleich x gleich, hast du nicht gesehen. So als Beispiel, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das ein Beispiel ist, keine Ahnung. Ja, alles gut. Nee, ich verstehe, was du meinst. Ich musste das ehrlich gesagt auch erst lernen, als ich an die Uni gekommen bin. Ich hatte vorher ehrlich gesagt davon überhaupt keine Ahnung. Das geht eigentlich allen so, die vom Abi an die Uni gehen, einfach weil du nicht darauf vorbereitet wirst, dass auf einmal Mathe so komplett anders ist. Ist in jedem Fach so. Ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal habe ich gesagt. In einem der letzten Videos habe ich gesagt, ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten und ich habe es auch selber erlebt. Ist egal in welchem Fach. Du kommst vom Gimmi auf die Uni und denkst dir auf einmal so, was ist jetzt hier los? Das hat mit dem, was ich gelernt habe, die letzten 13 Jahre mal gar nichts zum Tor, was hier Phase. Du bringst so ein bisschen Vorwissen aus dem Abi mit, aber das ist gefühlt in der ersten Vorlesung abgehandelt und dann kannst du nochmal so ein bisschen von vorne anfangen. Deswegen brechen ja auch so viele Leute Mathe ab, weil sie sich darunter was ganz anderes vorgestellt haben und weil sie vielleicht gut in Mathe in der Schule waren, weil sie gut im Rechnen waren oder so, aber das ist dann halt nicht mehr, worauf es ankommt, wenn man Mathe dann wirklich studiert. Ja. Ja, das ist halt, also grundsätzlich finde ich das an sich schon immer interessant, Ja. aber für mich ist es halt definitiv nichts, was ich auf Dauer machen könnte. Ja, Also verständlich. ich glaube, Rainer, von Dauer sprechen wir da überhaupt nicht. Ha? Für dich ist das nichts, was du machen kannst. Punkt. Wie er alles so ein bisschen schön redet, das hat er schon so drin. Ne? Ja, Mathe auf Uniniveau, das ist jetzt nichts, was er auf Dauer machen könnte. Der Rainer, das ist einfach nichts, was du machen könntest. Nicht auf Dauer, aber auch nicht für eine Sekunde. Bei mir auch nicht. Keine Ahnung. Ich hab Mathe schon in der Schule nicht mögen. Ich habe im Abi mit Ach und Krach da meine 9 Punkte hingezimmert, wo ich bis heute mich wundere, wie ich das überhaupt geschafft habe. Und bin froh, dass ich seitdem nichts mehr damit zu tun haben muss.
Mathe auf Uniniveau, Pfui Teufel, nee. Brauche ich nicht. Aber bei ihm ist halt nochmal ganz andere Nummer. X ist gleich 3, ja. Wenn das die Funktion ist, die dir Probleme bereitet, Rainer, dann wird es schwierig. Studieren hätte können, Ja. war ja bei mir nie Thema, weil es halt grundsätzlich bei mir gar nicht in der Lage gewesen wäre. Mhm. Was mich interessiert, was ich bis heute feiere, ist Musik. Mhm. Auch weil ich eigentlich aus einer Familie von Musikern komme. Okay. Lauter Arschgeigen in der Familie Winkler. Da hat er sich, als Ramona gekalbt wurde, da hat sich der Rudi gedacht, endlich haben wir ein Streichquartett. 4 Arschgeigen unter einem Dach. Dann ist halt rausgekommen, dass der Rainer doch eher so ein Arsch-Kontrabass ist. Ne? Gibt es die Situation mit meinem Situation ist wichtig. mit meinem Interesse für Psychologie. Mhm. Dann gibt es mein Interesse für Literatur. Das kam aber erst als ich Oh ja, genau. Ja, Rainer, um ein Interesse für Literatur zu haben, muss man das lesensmächtig sein. Und klar, du kriegst dann, wenn du Buchstaben für Buchstaben jedes Wort zusammenstotterst, wie ein Vorschüler, irgendwann vielleicht 50-50 auch den richtigen Sinn von so einem Satz raus, aber der Aufwand, den du dafür betreiben musst, also, ne, und die Zeit, die du da rein investieren musst, die schließt ein Interesse für Literatur kategorisch aus. Für Literatur hat er sie interessiert. Ne? Tolstoi hat er gelesen. Alter Maul, Alter. Ein Ding hat er ja auch erzählt, gell? Die göttliche Komödie. Ne? Die hat er auch gelesen. Ganz bestimmt, Rainer. Ja, der hat halt auf der Xbox das Dantes Inferno-Spiel gespielt und wahrscheinlich das nicht einmal durch, weil das relativ knackig wird gegen Ende. Ich bezweifle, dass ein Rainer Winkler das durchspielen kann. alt genug war dann. Weil ich hatte ja Da hätte ich Bock auf ein Remake. Ich habe das nur da, aber wer schließt denn das noch heutzutage seine PlayStation 3 an? Ich habe so einen Controller von der PlayStation 3 neulich immer wieder in der Hand gehabt und ich sag's euch, wenn man einmal einen PlayStation 5 Controller in der Hand hatte, dann ist Feierabend so. Der 4er geht dann noch, aber der 3er ist raus aus der Gleichung. Wild. Aber für so ein Remake oder ein Remaster oder sowas, dass ich es auf der 5er spielen könnte, Alter, wäre ich am Start. Hey, richtig Bock drauf. Richtig geil. vorher durch meine Legasthenie eigentlich keine großen Interessen, was das Halt dein Maul, Rainer, du hast keine Legasthenie, du bist einfach nur Hageldaum. Thema angeht. Und das hat sich alles erst später dann entwickelt. Und genau, und das wären jetzt Sachen, die mich interessiert hätten, so Mathematik, Literatur, aber alles darüber hinaus, damit kann ich eigentlich nichts anfangen. Weil, ich weiß nicht, es gibt wirklich nur eine Handvoll interessanter Sachen, die mich in einem Studium interessiert hätten. Die meisten Sachen davon sind halt meistens Dinge, die ich halt woanders so nicht lerne. Es ist ja auch so, wenn man sich überlegt, okay, ich bin jetzt endlich aus der Schule raus, jetzt studiere ich was mir gefällt. Und man denkt so, jetzt wird alles besser, weil es wird ja spannend, das interessiert mich ja. Aber dann geht man an die Uni und stellt fest, dass man trotzdem ganz viele Veranstaltungen machen muss, die einen einfach nicht interessieren. Und ja, bei mir war das, ich habe Englisch studiert. Bei mir waren es die Linguistikkurse, Alter, haben mich die angekotzt. Haben mich die angekotzt. Aber die waren generell unbeliebt. Ich weiß nicht, wer von euch mal Englisch studiert hat. Linguistik war einfach nur trockener Bullshit, durch den man sich hat durchquälen müssen. Oh, nee. das zieht halt schon runter. Also es ist schon anstrengend. Ich freue mich immer, wenn es überhaupt so 1, 2 Module im Semester gibt, die ich spannend finde und die mich wirklich interessieren. Ansonsten ist es halt wirklich einfach nur anstrengend, wenn du die ganze Zeit dann Dinge machst, die dir nicht gefallen. Ja gut, klar. Ja, es ist halt, das Hauptproblem ist halt bei mir als ADSler, wenn ich halt irgendwelche Alter, Maul, Rainer, du hast kein ADS, du bist einfach nur hageldumm. Sachen mache, die mich nicht so faszinieren oder mit denen ich nichts anfangen kann. Ja. Da kam der gute Dr. Freud wieder durch, wenn wir Psychologie sind, hä? Da kam Dinge, die er nicht anfassen kann, die interessieren ihn nicht, hä? Mit denen ich nichts anfangen kann, habe ich halt immer das Problem, dass ich mich darauf einfach null konzentrieren kann. Und das macht die Sache halt auch einfach schwierig ohne Ende.
Also mir fällt es ja schon schwer so und ich habe kein ADS, so weißt du, was ich meine? Also ich kann nicht verstehen, so dass dann dir noch viel schwerer fallen muss. Und das würde ich dann auch nicht schaffen. Ich könnte, also du kannst ja nichts dafür, so weißt du, was ich meine? Ja, klar. Das ist halt die Sache, aber auch immer daran lässt sich halt leider auch nicht vermeiden. Und viele sagen halt immer so, du schiebst immer alles nur aufs ADS. Nee, das tue ich tatsächlich gar nicht. Aber Rainer, halt dein Maul. Rainer, halt einfach deinen Maul. Doch, du schiebst schon immer nur alles aufs ADS. Entweder schiebst du es aufs ADS oder auf die Legasthenie, die beides bei dir nicht diagnostiziert wurde. Oder auf die Hater oder die Gemeinde hat wieder irgendwas verkehrt gemacht. Die Regierung kriegt es nicht geschissen. Keine Ahnung. Es liegt immer an irgendjemandem oder an irgendetwas, aber es liegt nie an Rainer. Rainer ist niemals schuld. es ist halt leider, es lässt sich halt nun mal leider nicht, es lässt sich aber halt nun mal leider nicht steuern so. Und Ja. mittlerweile glaube ich tatsächlich sogar, dass ich vielleicht sogar anstatt ADS ADHS habe. So meine Vermutung mittlerweile, weil ich da ein paar so Dinge habe. Und jetzt habe ich mal mit ein bisschen. Rainer, hätte bei dir jemand eine Diagnostik diesbezüglich durchgeführt, dann wüsstest du es. Wenn eine richtige Diagnostik diesbezüglich durchgeführt wird, steht am Ende eine Diagnose und die heißt entweder ADS oder ADHS oder nichts von den beiden. Das ist ein sehr aufwendiger Diagnoseprozess, um ein ADS oder ADHS festzustellen. Das geht auch nicht irgendwie in einer Stunde. Du setzt dich da rein und sagst, ha, bin ich jetzt dumm? Und der sagt, na, Sie haben bloß ADS. Oh, Gott sei Dank, jetzt schon gemeint, ich bin dumm. Na, jetzt gehen Sie wieder heim und dann können Sie in Zukunft immer sagen, wenn irgendwas scheiße läuft, ich habe ADS. So läuft das nicht, Rainer. Ne, das ist ein längerer Prozess, so eine Diagnostik. Und du kriegst eine klare Aussage am Ende, ob es ADS oder ADHS ist. Kundig gemacht, habe in alten Unterlagen nachgeschaut und tatsächlich. Bei dir ist halt einfach anhaltendes Dummheitssyndrom, ne? ADS. Gab es wohl mehrere verschiedene Aussagen zu meinem Zustand. Was auf jeden Fall sicher war, dass ich die Legasthenie habe. Das geht aber bei ADS dann oft Hand in Hand. Und es hat sich wirklich herausgestellt, dass es sehr, sehr schwierig war, mich zu klassifizieren. Ja, oh, jetzt kommt die Geschichte wieder. Der Rainer ist so kompliziert und die Psychologen haben sie alle die Zähne an ihm ausgebissen, weil er so besonderer Mensch ist und der konnte gar nicht ordentlich diagnostiziert werden. Das ist ein Lülülü, Rainer. Huh? Lügenlord. Rainer, nur weil jeder, der dich anschaut, sofort die Diagnose Hageldom stellen kann und die dir nicht gefällt, heißt es nicht, dass die anderen nicht in der Lage sind, dich ordentlich zu diagnostizieren. Ne? Ich habe als Kind extrem viele Programme und Richtlinien. Das ist HDS, Hageldom-Syndrom. Jetzt haben wir es. Das hat er. HDS, Hageldom-Syndrom. einen Scheiß durch gehabt. Okay. Und da gab es einige, die halt gesagt haben, also einige Professoren, die halt mich untersucht haben, die gesagt haben, ich habe ADS. Mhm. Und es gab wohl ein paar, die auch gesagt haben, ich habe ADHS. Okay. Ja, schwierig. Und das ist bei mir dann sowieso. Da denkt er jetzt wieder, das läuft so wie im Film. Da sitzt er dann, da kommt er in so einen weiß gekachelten Raum und dann schaut ihn der an und unterhält sie irgendwie 5 Minuten mit ihm und dann sagt er, ja, und dann streiten sie drum. Ja? Ob jetzt ADHS oder ADHS oder einfach nur HDS, Hageldom. Bisschen komplizierter. Also bei Männern und Frauen äußert sich ADHS sowieso oder ADS allgemein sowieso wieder ganz anders. Ja. Ja, Reinhard, es ist halt leider Gottes auch, deswegen ist es so schwierig, das zu diagnostizieren. Das äußert sich halt bei jedem Menschen ein bisschen anders. Ha? Auf jeden Fall. Genau. Eigentlich theoretisch gesehen müsste ich Gras rauchen. Das soll tatsächlich helfen gegen ADS, ADHS. Aber Okay. ich merke davon auch tatsächlich nichts. Ich habe es mal ausprobiert, aber. Ja, Rainer, das hatten wir auch schon, das Thema. Um davon was zu merken, musst du es auf Lunge rauchen. Puffen hilft da nicht. Ich bin ja nicht so ein Fan von Rauchen so generell, aber ich habe schon einige Kekse gebacken und die feuern schon ganz schön durch. Ja, also. Können wir mal zusammen ausprobieren. Kekse habe ich auch schon überlegt, ob ich nicht mal ausprobieren soll.
Einfach deswegen, weil viele sagen, ja, dann rauch doch mal, dann ess doch mal Kekse, Ja. das haut dich rein. Ja, auf jeden Bisher Fall. habe ich ja schon. Das ist, Ich bin großer Fan von Brownies, ha? Sehr, sehr großer Fan von Brownies. Weil, wie gesagt, Rauchen, also Tabak und so, tue ich ja eh nicht mehr. Und bei der Nummer geht es entweder durch den Vaporizer oder eben über Brownies oder Schnaps. ja, ich habe halt bisher noch nie Kekse gegessen. Kann ich nicht beurteilen. Ich kann dir welche abgeben, kein Problem. Also ich backe immer mal wieder welche. Wir haben letztes Jahr relativ viel angebaut. Das musste direkt alles auch verarbeitet werden, weil das ist, ja, ich glaube, illegal, wenn man so viel Material irgendwo noch rumliegen hat. Ich weiß gerade gar nicht, was die Grammgrenze ist. Ich glaube, 50 Gramm darfst du daheim haben pro Nase. Aber Also soweit ich weiß, darfst du drei Pflanzen Ja. pro Person im Haushalt haben, soweit ich weiß. genau, und dann gibt es aber, ich glaube, auch irgendeine Obergrenze, wie viel man besitzen darf. Ich glaube, 50 Gramm oder so waren das pro Person. Und da muss man halt so ein bisschen aufpassen. Deswegen haben wir das gleich verarbeitet. Ja, und dann gibt es halt immer mal wieder einen Keks. Du musst ja bloß aufpassen, dass du deinen Gästen nicht immer die falschen Kekse anbietest. Ja, das stimmt. Da hast du durchaus Also recht. in der, Ja, das kann mir nicht passieren. Na, ich habe nur die einen in meinem Haus. Das ist so, wenn bei mir im Haus irgendwo ein Keks rumliegt, so dann. Ich kaufe keine Kekse im Supermarkt, Digga. da hast du 2 Päckchen, am besten 2 so Butterkeksschachteln aus Dänemark, so, diese Metallboxen. In Ja. der einen sind die Haschkekse, in der anderen sind die normalen Kekse, und dann bietest jemand die Kekse an, so, Mutter, magst du einen Keks? Ach ja, bitte, gerne. Gibst dir den Keks, 2 Minuten später, Mutter, ist alles in Ordnung? Was war denn den Keks? Alle wissen schon wollen. Ja, das dauert tatsächlich eine Weile, bis sie wirken, so ungefähr, weiß ich nicht, Ja. eine Stunde oder länger. Also das merkst du dann erst später, aber du hast halt schon, es ist halt zu spät, so wenn du es gegessen hast. Du kannst halt nur noch jetzt darauf warten, dass es einsetzt. Und ja, so musst du dir das auch vorstellen mit den Dosen, so ist es wirklich. Also ja, ich habe verschiedene Dosen da und vor allem, weil immer wenn ich backe, dann möchte mein Bruder eigentlich auch Kekse haben, aber mein Bruder möchte keinen Cannabis konsumieren. Das heißt, ich muss immer noch extra welche backen, die ohne sind. Da backe ich immer eine Schachtel mit und eine ohne und dann Er ist auch schlauer. Wenn der gerade sein Abi macht, ja, dann wird es schon besser sein. Wenn er sich dabei nicht komplett zudruft. hoffe ich immer, dass ich das richtig beschrifte. Jo. Wissen das deine Eltern, dass du das Zeug nimmst, oder hätten die da auch was gegen? Das ist witzig, dass du das fragst, weil meine Eltern, die nehmen Weiß das, das selber. die nehmen das selber. War mir klar. Habe ich mir gedacht. Habe ich mir tatsächlich gedacht. Warum? Ganz einfach, weil du gerade wortwörtlich gesagt hattest, und deswegen habe ich das sofort vermutet. Ja, wir haben da halt sehr viel angebaut. Du hast nicht gesagt, ich habe da sehr viel Ja. angebaut, sondern wir haben da sehr viel angebaut. Weil du Mhm. mir gesagt hast, dass du Single bist, Mhm. geh mal nicht davon aus, dass du das mit deinem Freund angebaut hast. Und Ja. geh auch nicht davon aus, dass du mit irgendwelchen random Freunden Kekse backst. Ach, Gehe ich davon aus, naja. dass gehe ich davon aus, dass es deine Eltern sind. Ja. Hey, Detective Rainer hat wieder zugeschlagen. Es kann jetzt natürlich auch einfach sein, dass alles, was sie ihm erzählt hat, grundlegend Bullshit war, weil sie ein Bärchen ist. Aber grundsätzlich, wenn das stimmt, was sie alles gesagt hat, dann ist das schon eine Applaus, Rainer. Einen kleinen Applaus ist es wert. Ich bin stolz auf dich. Und jetzt geh und mach deinen Hauptschulabschluss nach. Ja? Und halt dein dummes Maul. Ja, Du die backst. Hast- Oder wie du die backst. hast du gut geschlussfolgert, auf jeden Fall. Naja, ich würde das auch mit Freunden machen, kein Ding. Ich habe Freunden auch schon welche abgegeben, aber ja, meine Eltern sind da schon auch sehr drin in der ganzen Sache. Ja, und nur dein Bruder ist dann quasi raus aus dem Ganzen. Ja. Naja, es ist ja letzten Endes Ja, wie gesagt, letzten Endes dieses Jahr ein Scheißjahr, zumindest wenn man draußen anbaut. noch nicht verkehrt. Muss sowieso letzten Endes jeder selber wissen. Mhm. Und es ist bei mir zum Beispiel so, dass ich gar keinen Alkohol trinke. Das ist ja auch so eine Sache, so die muss jeder für sich selber wissen. Aber ich habe seit, weiß ich nicht, 3,5 Jahren oder so keinen Alkohol mehr getrunken. Und Noch nicht verkehrt. ich kann halt so sagen, so quasi, ich habe mit 18 aufgehört mit Alkohol trinken. Das klingt immer auch komisch, wenn ich das sage, weil die Leute denken, ich wäre so richtig der Alki gewesen, bis ich dann 18 war. Aber nee, es ist einfach nicht so mein Ding. Ich habe in meiner Jugend viele, vor allem so auf den Dorffesten, viele Leute gesehen, die halt so extrem betrunken waren und mich hat das immer abgeschreckt. Deswegen so möchte ich halt einfach nicht sein. Ja, das ist halt. Muss schon mal passieren, ne? Das ist aber immer unsexy. So richtig sternhagelvoll ist immer unsexy. Hier den Idealtag von Harald Juncker, ne? Keine Termine und leicht einsitzen, das. Aber. Ja.
Außerdem habe ich immer gesagt, ich brauche meine Gehirnzellen noch fürs Studium. Hinterher schauen wir mal so, ne? Richtig. Macht ja auch Sinn. Ist es dann Winona? Ja, es ist ein Winona. Ich hab's geschafft. Ich habe ein neues Ding gekriegt. Nicht schlecht. Ja, es ist teilweise echt übel schwer, so hinzukriegen, wie man das möchte. Ja. Ja, du musst halt hier teilweise auch genau wissen, was du wo wie machst. Also du musst hier, ich bin jetzt gerade bei so einem Lumia Melotic. Dem muss ich bestimmte Sachen ansetzen. Zum Beispiel muss ich das Viech mit Äpfeln bewerfen, während es unter Wasser ist. Dann taucht es auf, dann muss ich es in diesen Leuchtkugeln durchschmeißen. Okay. Wenn ich mit Leuchtkugeln durchschmeiße, dann macht es verschiedene Arbeiten. Zum Beispiel kommt es dann vor, dass es hergeht und sagt, ja, ich mache jetzt hier einfach mal einen fetten Wassersturm. Mhm. Und lauter solche Geschichten. Also, Ja, wild. ja. Richtig wild, ja. Ich habe keine Ahnung, wovon der da schwallt, aber ich schmeiß es mit Lichtkugeln, ne? Und mit Äpfeln, damit's Wasserstürme macht. Wird schon passen, ne? Das geht sicher auch als Arbeit durch am Ende des Tages. Definitiv, das kann man so sagen. Und bei mir, und du hast immer 1 bis 4 Sterne, also 1 Stern, 2 Sterne, 3 Sterne, 4 Sterne. Mhm. Und je nach Position, wie du das fotografierst, gibt es halt eine andere Art von Signatur ab sozusagen. Und du musst quasi alle 4 Sterne machen, um halt eben weiterzukommen. Dann gibt es mehr Punkte und so. Ja, verstehe. Ist das Winona da grün? Das sieht grün aus. Ja, bitte willst. Meine Switch verstaubt hier so ein bisschen bei mir in der Wohnung. Ich habe keine Switch. Ich habe eine Playstation und einen PC. Passt. Wird gerade nicht so aktiv genutzt. Ich habe da irgendwie gerade nicht so die Zeit dafür. Ich habe meine auch ein halbes Jahr lang oder 3/4 Jahr lang verstauben lassen. Können ja mal Mario Kart zocken. Ja, klar, warum nicht? Aber ich bin da nicht so gut drin, ja. Ich müsste mir erst mal abholen. Ich glaube, das habe ich sogar noch. Ich hatte mir für ein Jahr oder so eins geholt, also. Ja, ich habe leider bloß einen Monat geholt gehabt. Splatoon zockst du nicht, oder? Nee, das habe ich leider nicht. Habe ich jetzt echt keinen Vierer? Ich dachte jetzt, ich hätte. Ach man, ich hatte jetzt gedacht, ich hätte ein Vierer-Bild von dem Viech. Na gut. Aber ich habe jetzt ein Einser-Bild von dem Winona. Naja. Tolle Wurst, Tom. Also es geht irgendwie um Nintendo Switch Online Gaming Abos. Weiß ich nicht, ne? Ich hab meine PlayStation, ich hab hier PlayStation Plus, damit ich auch online zocken kann. Und das war's eigentlich, ne? Den Rechner benutze ich größtenteils eigentlich nur noch für die Gaudi hier. Da wird eigentlich selten drauf gezockt. Das letzte, was ich auf dem Rechner gezockt habe, war Diablo 4. Aber das ging auch gut in Couch-Koop auf der PlayStation, muss man sagen. Also ich habe es mit meiner besseren Hälfte davor auf der PlayStation Couch-Koop gespielt. Es ging. Nur, ich weiß nicht, wer von euch Early Diablo 4 gespielt hat. Das Inventarmanagement war da ein bisschen Arsch, ja, weil Inventarmanagement war immer sehr, 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 sehr großer Teil davon. Und es geht halt einfach deutlich schneller, wenn jeder auf seinem eigenen Bildschirm rumläuft, weil auf dem Couch-Koop teilst du ja den Bildschirm. Und ja, wenn du jetzt gerade irgendwie zum Enchanter musst und der andere muss jetzt aber gerade zu dem und dem Händler. In diesem Sinne, Leute, tut nicht, was Rainer tut. Medal of.